Da bin ich wieder. Ich wollte euch ja noch ein bisschen was über Pilze erzählen und habe schon dazu etwas vorbereitet. Einfach mal ganz kurz, so im Groben. Ich habe heute unter anderem Schwammpilze gefunden. Schwammpilze ganz einfach, ja, weil sie einen Schwamm haben. Dieses hier nennt man Schwamm. Wenn man da drauf drückt, dann verfärbt der sich leicht blau bei diesem Pilz zum Beispiel. Das sieht man hier am Stiel. Das sieht dann so aus. Ja, das sind noch mal ein paar andere. Machen wir mal so. Und kommen wir zum nächsten. Das ist ein Vertreter der Pilze, die man bitte nicht mit nach Hause nimmt. Ganz einfach. Man sieht das hier schon. Der hat Madenbefall. Das sieht man ganz deutlich. Auch hier. Ja, das sieht man eben einfach. Sieht nicht mehr gut aus. Zu dem Stiel. Wenn ihr Pilze sammelt, ich zeige euch das jetzt mal an diesem hier. Bitte immer ein kleines Messer dabei. Einfach abschneiden. Oberhalb, so dass ihr das Pilzmyzel im Boden lasst. Dass da dann einfach wieder Pilze wachsen können. Zum anderen ist es einfach auch sauberer, wenn man diese ganze Erde, das seht ihr ja, auch die Blätter im Wald lässt. Gut, also nochmal, sowas bitte nicht mitnehmen. Einfach im Wald lassen. Auch stehen lassen, wenn es geht. Nicht umtreten, nicht kaputt machen, weil Tiere fressen den einfach noch. Ne? So, dann haben wir hier den nächsten. Das ist einer, den man mitnehmen kann. Das sieht man. Der ist sauber. Ne? Hier sind keine Fraßstellen. Und auch sonst sieht der sehr gut aus. Der ist nicht allzu weich, nicht zu matschig. Sieht auch von oben noch sehr gut aus. Ja, den kann man einfach mitnehmen. Der landet dann später in der Pfanne. Der nächste Pilz, das könnte ein Lacktrichterling sein, ein violetter Lacktrichterling. Sieht man hier ein bisschen an der Farbe. Auch sonst ist das ein sehr kleiner Pilz, der essbar ist, aber keinen großen Eigengeschmack hat. Ich lasse ihn hier im Wald, habe ihn jetzt auch einfach nochmal rausgenommen, um euch den zu zeigen. Wenn ihr einen Pilz nicht genau bestimmen könnt, also ich wäre mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass das ein violetter Lacktrichterling ist, weil es manchmal auch Pilze gibt, die so ähnlich aussehen, dann nehmt bitte einen Pilz von der Sorte mit, die ihr nicht kennt, und zeigt es einem Erwachsenen oder eben auch, ja, geht damit zu einer Pilzberatung. Die gibt es eigentlich überall. Der nächste Pilz, das ist ein Heilpilz. Zu den Heilpilzen, das hier ist ein Birkenpolling. Die wachsen an den Bäumen. Ja, sie sind nirgendwo auf der Erde zu finden, die wachsen an den Bäumen. Zu Heilpilzen erzähle ich euch gerne im nächsten Video mehr, wie man sie verwendet, warum man sie Heilpilze nennt und ja, wo man sie ganz genau findet. Gut, das war jetzt erst einmal die Kurzversion zu Pilzen. Ja, vielleicht habt ihr ein bisschen dazugelernt. Geht einfach selbst mal in den Wald, guckt mal, was ihr so findet, guckt mal, ob ihr es bestimmen könnt. Es gibt verschiedene Pilz-Apps, wo man ein Foto machen kann, ja, wo man den Pilz dann einfach auch bestimmen kann. Aber bitte immer hundertprozentig sicher sein, bevor ihr einen Pilz mitnehmt oder ihn esst. Auch wenn ihr Pilze anfasst, die zum Beispiel giftig sein könnten, einfach weil ihr sie nicht kennt, guckt, dass ihr euch, bevor ihr die Finger irgendwie ins Gesicht nehmt, in den Mund nehmt, irgendwas auswickelt, irgendeinen Apfel esst und damit irgendwie in Berührung kommt, immer erst die Hände waschen, bitte. Ja? Also Pilze anfassen, okay, aber bevor ihr irgendwas esst, Hände waschen, ganz wichtig. Ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss!